So, in der Bundesliga geht's wieder gegen Hertha BSC Berlin und die sind 18. Oh, die sind schlecht drauf. Und wir sind dafür umso besser drauf. Wir sind nämlich jetzt Zweiter. Nämlich der Sieg gegen Leverkusen hat es ermöglicht. Genau, hinter Bayern München. Hammer, oder? So, schauen wir mal. So, die dürfen in Blau spielen, dann spielen wir eben in Rot. Ja, Lassoga ist wieder nicht in Form. Jansen genauso wenig. Dafür muss ich jetzt auch spielen. Hilft nicht. Ilicevic bleibt draußen. Rajkovic genauso. Und die anderen zwei los ich drin hat. Erst einmal. Also, Hertha BSC Berlin gegen den Hamburger Sportverein in der Rückrunde von der Bundesliga. Und ich glaube, wir haben im Hinspiel gewonnen, gell? Die Berliner haben auch im DFB-Pokal ausgekaut, soweit ich mich erinnert. Der sollte jetzt nochmal irgendwann wiederkommen. Immer nur Lustenberger. Oh, weg ist. Ja, war wieder Foulspiel. Ja, da ist der Schiedsrichter sehr kleinlich. Baum Johann. Vandenberg. Und Beister. Benatira. Ja, aber wieder faul. Die stehen sie wow. Ich glaube, die Berliner haben in der Realität den norwegischen Nationaltorwart gekauft. Was gar nicht, wer steht denn bei Berlin im Tor? Hier der ehemalige Münchner Thomas Kraft, oder? Taugt ja nichts mehr. Aber ich glaube, den haben sie nur verpflichtet als Ersatztorwart. Also den Norweger, meine ich. Kluge. Benatira. Chamberlain. Ja, da hilft ihm keiner. Oh, der war gut. Ramos. Und der ist nur zum Schuss gekommen, oder wie? Aber gut, war nur aus dem Außennetz. Überhaupt kein Problem. Beister. Ja, riskant, was die Berliner noch machen. Gibt für uns Einwurf. Da gehen wir nachher. Beister hätte doch gleich schießen müssen, gell?
Oder ein bisschen verzögert. Baum Johann. Der war mal bei Schalke, oder? Wenn ich mich recht erinnert. Und das war die nächste Berliner Chance. Wieder rechts am Tor vorbei. Die sind in der Realität sind sie um einiges besser, gell? Die spielen eine gute Saison, muss man sagen. Im Gegensatz zu manchen anderen Mannschaften. Zum Beispiel die Hamburger. Sind ja in der Realität grottig. Lasogga. Skielbrett. Scheiße, nicht ab, das war nix. Nicht ist dieser Foul. Hier kommt da nicht vorbei, Chamberlain. Ja, der schießt den eigenen Mann in die Fresse. Und dann erwischt Gokona. Nein, es war abseits. Oh, schon fast wie bei Schalke. Aber bei denen ist das Abseits nicht gepfiffen worden. Da waren nämlich 5 im Abseits. Vielleicht hätte man nur 2 dazustellen sollen. Dann war es vielleicht gar nicht gepfiffen worden. Oh, Ramos. Ja, aber eine große Chance. Ein Glück, dass Adler besser war. Ja, der Beißer, der ist einfach langsam. Muss man so sagen. Halt, Moment. Der zaubert mal zu viel. Und zwar in die falsche Richtung. Und immer noch steht es 0-0. Wir haben bisher noch nicht viel große Chancen gehabt. Weil die Berliner relativ gut verteidigen. Oder wir einfach zu blöd sind, Chancen zu spielen. Kann natürlich auch sein. Ja, war nix. War nix, da kommt Pfeifer wie soll's. Wir sind nicht im Wunschkonzert. Dafür im Pfeifkonzert. Jawohl. Der sollte normal Glockpfeifer. Eigentlich. Er pfeift nicht ab. Warum nicht? Jetzt hat. Gut, 0-0 zur Halbzeit. Wir haben einmal aufs Tor geschossen. Deswegen. Das müssen wir dringend steigern. Sonst glaube ich, sind wir gleich wieder vom 2. Platz unten. Und ich glaube mal, ich tue wechseln. Alvaro, der ist schnell, gell? 81 Schnelligkeit. Wie schnell ist Lasogga? 74, ja, der ist halt sehr langsam, wissen wir ja. Halt, Moment. Ich bin noch gar nicht fertig. So, Alvaro kommt für Lasogga. Van der Vaart bleibt erst nur noch drin. Den werden wir wahrscheinlich erst später ersetzen. Ramos. Dickmeyer.
Und Oma Chamberlain, ganz allein. Das war nix, Freund. Der hat gemeint, der kommt da durch. Sissoko. Die kommen aber genauso wegen durch. Alvaro. Ja, was er erste Torschance. Alvaro. Rechts am Tor vorbei. Klangt auf jeden Fall zum Wurmschießen. Der nächste muss sitzen. Ja, aber auch kleiner Rempler von Ochs. Wo es normal gar nicht so tragisch ist. Das pfeift er nicht. Der Berg rempelt. Ja, Weitschuss. Weit übers Tor. Und ich glaube, ich tue es wechseln. Der Van der Vaart bringt uns auch nichts zum. Der geht jetzt rüber. Und dafür kommt Campbell. Es stinkt nämlich nach 0-0 und das möchte ich irgendwie nicht erreichen. Das ist Zwang. Vandenberg. Und tschüss. Ja. Ach so, ja, gut, mach. Campbell. Wir kommen aber wirklich nicht so an den Bäumen. Ja, das war abseits von Baum Johann. Und zwar deutlich. Die haben unglaublich viel Ballbesitz, gell, die Berliner, aber sie können nichts draus machen. Und wir können aus den wenigen Ballbesitz nichts machen. Mascherano. Da ist er, ja, der langsame wieder. Was war das jetzt? Gelb gegen Dickmeyer. Weil so, weil er den getroffen hat.
Ja, wenn der im Weg steht, muss er auf Seiten gehen. So, weg damit. Oh, war wieder faul. Ja, ich glaube, es wird wirklich torlos ausgehen. Weil keiner in der Lage ist, Tore zu schießen. Weder wir noch die Berliner. Die kommen nicht wirklich an den Ball, muss man sagen. Ja, der träumt von Weitschüssen, die er nicht reinbringt. So, pass auf. Jetzt muss was geändert werden. Wie gut ist der da? Nein, Sipski. Campbell geht auf rechts ins offensive Mittelfeld. Na doch, pass auf. Cavallo kommt daher. In der Rolle des Jokers. Vielleicht bringt er was. Wahrscheinlich nicht. Weil ich, wie gesagt, an den Ball nicht komme. Das ist schwer. Diesmal. Was war das? Foul? Alter, war weit knapp. Der spinnt doch, oder? Kriegt einen Freistoß doch. Und keiner von uns erwischten. Ja, aber viel wieder Foul gewesen. Ja, bei uns rennt keiner, das ist das Problem. Ja gut, es geht 0-0 aus. Das war ein ziemlich lasches Spiel, gell, von beiden Seiten. Die Berliner haben unglaublich viel Ballbesitz gehabt, nichts draus gemacht. Und wir haben wenig gehabt und auch nicht wirklich was draus gemacht.